Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Auswärtsspiel bei Union Berlin. 10. Bundesligaspieltag. Denke gerade nach dem Pokalspiel ein sehr wichtiges Spiel für uns. Ja, ich bin hochzufrieden, muss ich sagen. Dass man nicht 90 Minuten komplett dominant der Auftritt ist, auch klar. Erst recht nicht nach so einem Spiel, denke ich, wie es im Pokal war. Ersten 40 Minuten bärenstark, muss man sagen. Hat uns Union natürlich ein bisschen in die Karten gespielt. Uns hat ein bisschen das Spielglück heute in die Karten gespielt mit dem Elfmeter, der natürlich ganz klar berechtigt war, und auch der Freistoß, der dann super verwandelt wurde. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Aber dann hat man gesehen, so die letzten 5 Minuten, erste Halbzeit, haben wir es ein bisschen schleifen lassen, haben Union noch besser ins Spiel kommen lassen. Und ja, das Tor sah der Stanisic nicht gut aus, da müssen wir uns nichts vormachen, aber im Vorfeld schon Tolisso, also kann ich gleich mal vorwegnehmen, Tolisso war für mich heute eine Katastrophe. War für mich der einzige Spieler, der absolut nicht auf der Höhe war. Hat gefühlt die ersten 40 Minuten. Ja, ich kann mich an keinen Zweikampf erinnern, den er mal gewonnen hat. Auch an keinen vernünftigen Pass, der mal angekommen ist. Ist immer nur hinterhergetrabt, ist gar nicht reingegangen richtig in die Zweikämpfe. Zweite Halbzeit, dasselbe Spiel, so die ersten 10 Minuten. Danach war es ein bisschen besser, dann hat er mal 1, 2 Zweikämpfe gewonnen. Hat auch mal 1, 2 Pässe gespielt, die angekommen sind. Aber im Großen und Ganzen war das gar nichts. Ich habe schon geflucht, dass er den nicht zur Halbzeit ausgewechselt hat. Also ganz schlechtes Spiel, meiner Meinung nach. Ansonsten, wie gesagt, muss man zufrieden sein. Man hat gesehen, Union hat durchgehend 90 Minuten versucht. Mega geile Stimmung im Stadion, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ob bei 0-3, bei 1-4. Immer wieder super, sich ein Spiel von Union anzugucken. Und ich denke, das war auch ein bisschen Charaktertest heute. Ja, gerade dann, wo Union nochmal den Anschluss gemacht hat, das 2-4, ja, dann hat man nochmal gemerkt, da ging nochmal ein Ruck, ne? Da haben wir nochmal dagegen gehalten. Klar, die Wechsel waren dann auch wichtig, dass einfach ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Ja, man hat ganz klar heute gesehen, was Stanisic Stärken und Schwächen sind. Wenn er Ruhe hat, wenn er nicht unter Druck gesetzt wird, ist er ein super rechter Verteidiger. Ja, hat Ruhe am Ball, kann das Spiel auch mit aufbauen, rennt nach vorne. Ist dann auch zweikampfstark. Aber wenn er unter Druck gesetzt wird, was man dann zweite Halbzeit gesehen hat, ging gar nichts mehr bei ihm. Wirklich gar nichts. Ja, hat ja gefühlt kaum noch einen Zweikampf gewonnen, ganz viele Bälle verloren, komplett unsicher. Mag am Alter liegen, ja, mag daran liegen, dass er einfach damit noch nicht so zurechtkommt. Aber da hat man gesehen, wenn Union dann halt mal Gas gibt und mal presst und was versucht und so weiter, da hat man gesehen, dass er da ganz klar Defizite hat, der Stanisic. So nach den ersten 40 Minuten hätte ich gesagt, jawohl, das ist unser Rechtsverteidiger für den Rest der Saison. Wenn man das so mit ein paar VAR vergleicht, war das bärenstark. Aber danach war es dann nichts mehr. Also wirklich gar nichts mehr. Wenn er unter Druck ist, leider Gottes, muss man so sagen, würde es mir wünschen, wenn es ein bisschen anders wäre. Vielleicht wächst er da rein, ich weiß es nicht. Ist nicht das erste Mal, hat man schon in anderen Spielen gesehen, hatte ich da auch schon angesprochen, aber heute ist es eklatant aufgefallen. Ne? Wenn dann über seine Seite was ging, weiß ich nicht, vielleicht war auch einfach die Konzentration nicht so da nach 40 Minuten oder was, ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Aber wie gesagt, es ist schon öfter aufgefallen, dass er da ein bisschen Probleme hat. Aber ansonsten denke ich, haben wir ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel gesehen von beiden Mannschaften. Es war immer Speed drin. Es war nicht mal irgendwie so, dass man 10 Minuten sich den Ball nur hin und her schieben konnte. Hat mir sehr gut gefallen. Und wie ich schon sagte, ich denke, es war ein Charaktertest, dass wir dann auch dagegen gehalten haben, ne? Und nicht dann irgendwie noch das dritte kassiert haben und es dann nochmal eng wird. Was ja hätte auch passieren können. Also da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft gefestigt ist. Aber klar, man hat auch gesehen, Süle dann auch da bei dem komischen Zweikampf und so. Das hat man schon gesehen, dass noch so ein bisschen, ja, Unsicherheit möchte ich nicht sagen. Einfach vielleicht ein bisschen Nachwirkung und vielleicht einfach auch ein bisschen die Frische im Kopf, die nicht da ist bei so viel Spielen. Ne? Kann auch sein. Und klar, die Kulisse pusht Union natürlich auch da durchgehend.
Von daher, ich bin hochzufrieden. Abgesehen von Tolisso habe ich auch keinen schlechten Spieler gesehen. Aber ich würde sagen, wir hauen mal einen Blick in die Statistiken und dann verteilen wir mal noch ein paar Noten und dann ist auch gut, denke ich. Statistiken. Ballbesitz 40:60. Erste Halbzeit hatten wir 70:30. Das war schon richtig heftig. Abseitsstellung 2:3, Fouls 9:7, Zweikämpfe 46:53. Würde ich auch sagen, erste Halbzeit waren wir locker bei 60% gewonnene Zweikämpfe. Zweite Halbzeit hatte Union so 15, 20 Minuten. Ich würde sagen, so ab der 50. bis 70. war Union klar besser, ne? Also war giftiger, hat mehr nach vorne gemacht, wir kamen schlechter ins Spiel, haben viele Fehler hinten gemacht. Schüsse aufs Tor 6, Schüsse insgesamt 9, 11, sieht man auch, das ist relativ ausgeglichen, wobei man sagen muss, Union hat jetzt auch nicht so die mega gefährlichen Dinger noch. Und Ecken 6-1, ja gut, wenn man jetzt aus Union-Sicht guckt, haben sie nach Ecken halt auch viel zu wenig gemacht. Angekommene Pässe 292, 519, Flanken 18-12. Wir hatten heute wieder ein bisschen mehr Flanken, weil wir auch mit Koman gespielt haben, der halt einfach mehr außen spielt und Stanisic dann auch hinterläuft und so. Das war wieder so ein bisschen klassisch. Der FC Bayern auf der rechten Seite. Und Fonsi war auch ein bisschen offensiver heute. Links hat mir ganz gut gefallen. Bester Mann bei uns würde ich auf jeden Fall wieder Sané ganz vorne mit dabei sehen. Obwohl Levi auch sehr stark war heute, hat sich oft fallen lassen. Weil er vorne halt nicht so wirklich, ja, war er halt so ein bisschen allein auf weiter Flur am Anfang. Aber gucken wir erstmal. Schüsse insgesamt. Sané 2, Levi 2, Müller 1. Torschussvorlagen, Müller 3, Upa 1, Neuer 0. Keine Ahnung, Leute. Frag mich nicht. Gewonnene Zweikämpfe. Davis 8, Müller 8, Koman 4. Hätte ich eigentlich auch Sané erwartet. Ich habe so 2, 3 sehr gute Zweikämpfe, gerade erste Halbzeit im Kopf, wo er am eigenen 16 Meter den Job von Tolisso macht. Ja? Wo er dem Mitspieler oder den Gegenspieler durchs ganze Mittelfeld folgt und dann den Ball gewinnt. Davon habe ich 2, 3 Dinger gesehen, was eigentlich Tolissos Aufgabe gewesen wäre, der aber nie präsent war. Der war einfach nicht präsent auf dieser Position. Das war ein Witz, Leute. Ballkontakte 105 Kimmich, 84 Stanisic, 79 Süle. Gefoult worden, schenken wir uns mal. Das interessiert uns nicht wirklich. Ja, wie schon gesagt, also Tolisso war für mich ein Totalausfall heute. Da gibt es auch nichts zu beschönigen, das muss man mal knallhart so sagen. Erstens hat er hat wie in den letzten Spielen auch immer wieder zurückgezogen, ist gar nicht reingegangen in den Zweikampf. Ja, mag alles psychisch sein, dass er Angst hat vor einer neuen Verletzung und so weiter, verstehe ich schon. Aber dann kannst du den Mann nicht aufstellen. Ja, und wenn, dann muss ich ihn nach einer halben Stunde auswechseln. Also ich hätte den heute knallhart nach einer halben Stunde ausgewechselt. Das war gar nichts. Man hat es dann auch gerade so zweite Halbzeit gesehen. Jeder zweite Ball war weg in der Mitte. Weil immer Kimmich alleine da war. Da war kein Tolisso. Ja, das wurde dann mal so ab der 70. was einen Tacken besser. Ich weiß nicht, ob er da die Anweisung gekriegt hat, sich mal ein bisschen mehr fallen zu lassen, mal auf Höhe von Kimmich zu gehen. Oder ob er das dann nach 70 Minuten vielleicht mal alleine gerafft hat. Ich weiß es nicht. Aber für 6er, 8er Position war das gar nichts. Das war für mich, wie gesagt, zweite Halbzeit hat er so 10 Minuten gehabt, wo er ein bisschen besser drin war. Aber vorher 60 Minuten war das einfach nur scheiße. Ja, da gibt's enttäuschend für mich. Gut. Da sind wir auch schon dabei. Ich würde sagen, gehen wir es doch durch kurz, wa? Neuer? Ja. Kann man jetzt sagen, so das Gegentor, Torwart-Ecke, war ein bisschen unglücklich, hat noch vom Oberschenkel gekriegt, dann am Innenpfosten und rein. Das Tor, wie gesagt, das Tor war für mich Tolissos Ding. Ganz ehrlich, wenn ihr euch das nochmal anguckt, er ist der defensive Mittelfeldspieler, bleibt dann einfach stehen und, ach ja, der Ball, gut, der Ball war scheiße, von Davis war es, glaube ich, der scheiße reingespielt hat. Aber er setzt gar nicht nach. Er guckt dem Ball hinterher und trabt einfach weiter. Er versucht gar nicht, den Ball zu erreichen. So wie alle anderen Spieler, ja. Alle 10 Spieler haben heute erste Halbzeit alles getan, um Zweikämpfe zu gewinnen. Alles getan, um Bälle abzulaufen. Wir waren mega gut. Wir haben Ball kontrolliert offensiv. Wir sind ein bisschen
nicht so ganz knallhart nach vorne, sondern war mehr kontrolliert offensiv. Hat mir aber sehr gut gefallen, war genau das Richtige bei Union. Aber Tolisso war gar nichts, Leute. Absoluter Witz. Und von daher geht das Tor für mich auf den Tolisso. Fertig. Stanisic, ja, muss er sich geschickter anstellen. Ja, ganz klar, also 50% geht auch auf ihn. Er muss an den Ball kommen. Punkt. Egal wie, er muss an den Ball kommen. Bis dahin war es eine super Leistung von Stanisic, aber danach, ich weiß nicht, vielleicht hat ihn das auch einen Knick gegeben. Zweite Halbzeit war es dann gar nichts mehr. Ne? Fonsi hat es gut gemacht. Fand ich, hat auch 2, 3 Wackler drin gehabt, hat aber auch schweren Stand gehabt da über die Seite, war schon gut beschäftigt, hat es im Großen und Ganzen gut gemacht. Also Stanisic würde ich eine 4 geben. Wenn man nur die ersten 40 Minuten bewerten würde, würde ich ihm eine 2 geben, aber danach war es katastrophal. Da kann man nicht mehr als ein ausreichend geben, meiner Meinung nach. Neuer würde ich eine 3 geben. War sonst souverän, noch einmal da Ausflug gemacht, was wieder komplett unnötig war, dann den Ball da noch abgegrätscht, was zum Glück geklappt hat. Hätte er sich auch schenken können, da waren genug Mitspieler, habe ich auch nicht verstanden. Aber gut, hat er immer mal wieder drinne. Fonsi will ich eine gute 3 geben. Hernandez hat es auch ganz gut gemacht, war gewohnt sicher. Vor allen Dingen hat er auch mal gezeigt, wie man Zweikämpfe gewinnt. Ja? Wie immer, das kann er ja. Will ich auch eine 3 geben. Süle dasselbe. Die gelbe Karte, ja, mein Gott, das war auch wieder, ja, kannst du Freistoß pfeifen, aber da noch die gelbe Karte geben. Ich meine, wir haben 3 Szenen gehabt, wo uns ein Unioner von hinten mit offener Sohle in die Achillesferse getreten hat, bei 3 verschiedenen Spielern. Da gab es gar nichts. Klar war das nicht beabsichtigt, aber nichtsdestotrotz ist es ein Foul und mindestens eine gelbe Karte von hinten. Und dann kriegt der Süle für so ein Pipifax da gelb, also lächerlich, Leute. Schiri war lächerlich, was das anbelangt. Süle, ja, beim zweiten Tor sah er halt auch nicht gut aus. Musste ganz klar so sagen. Da sahen sie beide nicht gut aus, Hernandez und Süle nicht. Da müssen sich beide ein bisschen ankreiden lassen. Aber natürlich auch im Vorfeld. Wie gesagt, jeder zweite Ball, der in der Mitte rausgeköpft wurde oder so, haben wir gar nicht gekriegt. Ging direkt an Union. Keine Chance, es war einfach keiner da. Von daher ist es dann auch schwer, das über 90 Minuten zu verteidigen. Also Süle auch eine 3, Sané würde ich eine 2 geben, war für mich wieder der Bemühte und auch der einzige von den Offensiven, der, obwohl Levi auch, der auch mal am eigenen 16er mitgeackert hat. Müller war sehr, sehr unauffällig erste Halbzeit gefühlt. Habe ich nicht wirklich viel von gesehen, wenn dann Fehlpässe. Wurde aber umso länger das Spiel ging, umso besser kam Müller ins Spiel irgendwie. Also Sané würde ich eine 2 geben, Müller würde ich eine 3 geben. Einfach aufgrund der ersten schlechten Halbzeit. Die war nicht wirklich, was heißt schlecht, aber war jetzt Müller-mäßig, ihr wisst, was ich meine. Ich habe so ein bisschen so den Biss nach hinten auch ein bisschen vermisst. Keine Ahnung. Tolisso für mich eine 5, Leute. Ganz ehrlich, war für mich, ich habe es schon oft genug jetzt argumentiert, muss ich nicht nochmal argumentieren. Coman würde ich auch eine 3 geben. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, bei Müller und Coman am Tor gemacht, musst du dir schon eine 2 geben. Ja, weiß ich nicht. Also von Müller hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet. Wie gesagt, wenn ihr nur die zweite Halbzeit bewertet, würde ich ihm eine 2 geben, ja. Aber das gesamte Spiel über war es eine 3. Genauso wie bei Coman. Ja, hat 2, 3 gute Aktionen gehabt, hat aber auch viel Leerlauf gehabt, muss man auch ganz klar sagen. Aber Tor hat er natürlich mega stark gemacht, ne. Hat sonst auch noch 1, 2 so sehr gute Szenen gehabt, aber halt auch echt viel Leerlauf. Kimmich würde ich eine 2 geben. Kimmich war heute Dreh- und Angelpunkt. Wurde oft sehr beschissen angespielt, muss man auch mal sagen, von Süle und Hernandez. Teilweise wurde angespielt, obwohl 3 Leute um ihn rum sind, 3 Leute pressen ihn direkt. Er hat den Ball nicht einmal verloren in diesen Situationen, ja, den Ball immer noch irgendwie zum Mitspieler gekriegt, von daher sehr stark. Hat sonst auch versucht aufzubauen, hat einfach 0 Unterstützung gehabt. Hat 0 Unterstützung gehabt in der Defensive. Wirklich 0 von Tolisso. Das war absolut grausam anzugucken. Also der Einzige, der hoch und runter gerannt ist, war der Kimmich. Tolisso war immer, ich bin jetzt mal vorne, ich trabe jetzt mal ein bisschen, wenn die Unioner uns mal in unsere eigene Hälfte hatten, da ist ja mal ein bisschen rumgetrabt. Aber mal wirklich einen Sprint, mal wirklich in einen Zweikampf rein oder sowas, gar nichts bei Tolisso. Gar nichts. Also Kimmich für mich eine 2, Levi für mich auch eine klare 2. Gar nicht heute so als Stürmer, klar, die beiden Dinger, 2 Standards, ja, ein Elfer hat er super eiskalt gemacht, kann er halt. Freistoß war auch super, hat er mich schon erst aufgeregt, warum Sané nicht schießt.
Aber wenn das Ding natürlich dann so einschlägt, alles gut. Aber ansonsten auch, hat sich sehr viel fallen lassen, hat die Bälle behauptet, war auch 2, 3 Mal hinten sogar mit am 16er. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat man gesehen, dass Levi heute unbedingt wollte. Upa für Hernandez, der dann verletzt raus ist, so wie es aussieht, wenn man die Reaktion von Brazzo gesehen hat, wird es wohl was Längeres sein. Ja, hat's okay gemacht dann, ne, der Upa. Wie gesagt, da jetzt 10 Noten zu verteilen, das ist immer ein bisschen auf 20 Minuten, ist ein bisschen unfair, ne. War okay, Musiala war auch okay. Hat jetzt nicht wirklich so die eine gute Szene gehabt, beziehungsweise konnte sich da nicht so durchsetzen vorne, hat aber ganz gute Pässe gespielt, ganz gut die Bälle behauptet. Sabitzer war sehr unauffällig mal wieder, muss ich sagen. Die 20 Minuten, die er auf dem Platz war. Ja, aber schlechter wie Tolisso ging's auch. Geht nicht. Also war ein bisschen unauffällig, fand ich. Pavard, ja, hat ganz gut gemacht für seine Verhältnisse, für seine Leistungen, die er in den letzten Wochen gezeigt hat, war es okay. Hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Sicherheit gebracht, im Gegensatz zu Stanisic, das muss man ganz klar sagen. Hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass Union ein bisschen müder wurde, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Gnabry für 10 Minuten, ja, was soll man da bewerten? Ne? Wie gesagt, ich hätte mir den Wechsel eher gewünscht mit dem Tolisso, definitiv. Hat mir persönlich gar nicht gefallen, die Leistung. Naja, sollte man die richtige Szene anklicken. Ja, keine Ahnung, ist vielleicht auch ein bisschen was anderes, wenn der Nagelsmann nicht an der Seite steht, bis dann da mal irgendwelche Infos ankommen oder sowas. Vielleicht will man ihn auch, keine Ahnung, nicht direkt so in die Fresse hauen oder was. Aber ich meine, Sabitzer hat es ja ganz gut gemacht, die letzten beiden Spiele. Kam immer ein bisschen besser rein, weil er einfach auch Spielzeit braucht und dann nimmt man ihn wieder raus aus der Mannschaft. Habe ich nicht wirklich verstanden. Ja, ich verstehe dann so mit dem Hinblick, ja, müssen wir Tolisso auch mal eine Chance geben. Aber wenn man dann so eine Leistung vom Tolisso sieht, ja, denke ich, sollte er im nächsten Spiel definitiv auch nicht auf dem Platz stehen. Ne? Ansonsten bekomme mir auch Zweifel an dem Trainerteam. Also bin ich sehr gespannt. Champions League Spiel, das nächste Spiel. Also darf er nicht von Anfang an auf dem Platz stehen. Nach der Leistung heute, gerade die ersten 60 Minuten, das war grausam. Gut, das soll schon gewesen sein. Kurz und schmerzloses Fazit. Ich gucke mal eben kurz auf die Spiele, oder können wir auch zusammen nochmal kurz gucken. Ja, gegen Benfica, denke, wird auch nicht so leicht das Spiel werden. Aber, ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, es wird eh nicht umkämpft sein, weil Benfica möchte natürlich den zweiten Platz behaupten. Kommt darauf an, was Barca im anderen Spiel macht, aber die werden heiß sein. Champions League sind wir meistens auch heiß, bin sehr gespannt. Denke, auf der Leistung heute kann man aufbauen. Wenn man die Abwehr wieder ein bisschen, ja, was heißt verstärken, aber ein bisschen konstanter steht. Wobei man sagen muss, wenn Hernandez lange ausfällt, tut uns das schon weh. Also Hernandez ist für mich so der konstanteste Faktor da hinten. Ne? Ja, Niki auch, Süle, aber Süle hat auch immer 1, 2 Szenen, genauso wie Upa, wo sie immer ein bisschen schwimmen. Ne? Das hast du bei Hernandez halt gefühlt gar nicht. Ja, der hat vielleicht mal einen Fehlpass drin oder sowas, der vielleicht ein bisschen zu riskant gespielt ist, aber dass er mal irgendeinen wichtigen Zweikampf verliert, kann ich mich nicht dran erinnern beim Hernandez. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da rumkommt. Danach zu Hause gegen Freiburg. Das wird auch nochmal eine Kiste werden. Wenn man sich mal die Form der Freiburger anguckt, sollte man auch nicht unterschätzen. Ne? Ja, ich denke, wir können uns nochmal auf 2 sehr, sehr interessante Spiele freuen. Gerade auch Benfica, das Hinspiel war sehr interessant, taktisch gesehen. Da bin ich sehr gespannt. Und dann Freiburg und dann ist ja erstmal Länderspielpause. Ja, und dann haben wir Augsburg, Kiew, Bielefeld. Ja gut, dann haben wir ein bisschen Larifari bis Dortmund kommt. Ne? Und Barca, dann haben wir ein bisschen Larifari-Spiele. Aber jetzt die beiden, wenn wir die beiden nochmal gewinnen sollten. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Freiburg. Ich denke, das wird eine harte Nuss werden. Und ja, ich würde sagen, schauen wir einfach mal. Was habe ich denn mit der falschen Szene heute immer? Gut, Leute, das soll es gewesen sein, wa? Kurz und schmerzlos. Aber so kurz war es gar nicht mit 20 Minuten. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, wir hören uns.
Wann spielen wir Dienstag? Also Dienstagabend oder Mittwochmorgen. Wer Bock hat, schaut rein. Tschüssi.